Ob ich es wieder überlebe, wir werden sehen. Ich gehe jetzt nie mehr auf den Mountain Club. Und dann sagen sie mir, sie sind schwanger positiv. Hello, peace out. Alter, die Sonne scheint erstmal direkt ins Gesicht. Also ich vlogge eigentlich nie. Und ich habe gedacht, heute, oder das Wochenende besser gesagt, ist einfach mal die beste Gelegenheit zum Vloggen. Weil ich bin so am TikTok-Weekend, und zwar mit so ein paar TikTokern und so. Heute ist Samstag, also ich gestern angefangen. Ich habe gestern absolut nicht gefilmt. Perfekt, alle. Heute steht Rodeln auf dem Programm. Ich nehme jetzt einfach mal so ein bisschen mit. Alter, das ist das erste Mal, wo ich vlogge. Darum judge nicht, Alter. Das wird super. So, da ist die Rodelbahn. Man sieht fett nichts, alle. Freut ihr euch aufs Rodeln? Ja. Das erinnert mich an früher. Schön. Schön? Schön, schön. Schön? Schön, ja. Freust du dich auch, Chris? Ja. Schau mal. Geiler Scheiß. Hey, weißt du, was mir aufgefallen ist? Du hast dich gerade mit mir vorgestellt auf meinem Kanal. Ah, hi, ich bin Jess, what's up? Ja, ich habe keinen Humor, ich bin nicht ehrlich und ich werde dich betrügen 20 Mal. Toll! Alter, ich sehe gar nicht, mein Pony ist einfach irgendwo. Was ist Porno? Was? Ich finde die Aussicht eigentlich sehr, sehr schön, aber es wäre besser, wenn du einfach gehen würdest. Okay. Total gemein. Maelo, ich will auch noch ein bisschen filmen. Willst du etwas auf meinem Kanal sagen? Schöne Aussicht hier. Ja, finde ich auch. Leute, es heisst, hier oben kann man Pony reiten. Und Jess und ich wir wollen ein Pony reiten. Ich glaube, das braucht keinen Kommentar. So einem Hengst bin ich schon lange nicht mehr geritten. Ey, ich habe nicht so viel Muskeln, ich bin viel zu unsportlich. Es gibt Mittagessen, Leute. Wir haben es noch nicht mal. Wir haben es noch nicht mal. Jess und ich, wir haben bestimmt, dass wir nicht werden bremsen. Null, nada, niente, zero. Gib ihm, gib ihm. Baby, gib ihm, gib ihm. Warum sind wir so dumm? So, Ticket. Juhu. Bist du ready? Es geht rodeln. Mach nicht stießen! Wir machen jetzt Dialekt noch. Ja, let's go. Also, du redest mal Zürichdeutsch, bitte. Genau! Also, ich muss schon sagen, das ist ein Top-Wetter heute. Ich habe doch keinen Plan von Zürcher Ding, Mann. Das sind Kein Plan. Mann. Okay, mach mal Berndeutsch. Ich wollte immer hören Berner. Gut, also, was soll ich sagen? Wallah. Wallah, Digga, gar nicht. Ja, jetzt ist langsam. Jetzt ist sie Bernerin, Mann. Das kann ich erzählen. Also, wir sind hier auf dem Flumser Berg. Genau. Und wir hier rodeln. Genau. Wir haben wunderschönes Wetter, die Sonne scheint, grünes Gras. Oh, Kühli. Kühli. Die f***ing Brudi! Oh, ich habe das noch nie gesehen! Alter, das sieht brutal aus! 21 minus 19. Eins. You had one job, Alter. Es ist 2. Ah, 2! Hast du das nicht extra gemacht? Wir sind back, wir sind Koffer weiter und wir haben jetzt einen Shuttlebus. Jetzt gehen wir ins neue Hotel. Alter, es blendet fucking fest. So, wir haben jetzt den letzten Tag, sind schon aus dem Hotel. Und jetzt gehen wir in den Bus. Ja, was wir werden machen, ihr werdet es sehen, ich habe nämlich keine Ahnung. Kämpfen und siegen. Cringe. Alter, das sind unsere, wie sagen wir nicht, Go-Kart? Mountain Kart. Jetzt gehen wir mit denen runter. Ob ich es wieder überleben, wir werden sehen. Perfektes Outfit auf jeden Fall an. Loris, Stoffschuhe. Ich renne jetzt schon mal. Absolut Ich vorbereitet. renne jetzt schon mal. Der Chris ist der Erste, die Nette die Zweite. Ja. Hey, ich habe dich am Schluss noch kurz überholt, Alter. Oh mein Gott. Wir haben einen kleinen Unfall gehabt, besser gesagt. Peace. Ich bin gerade mit dem Mountain Kart fett auf die Fresse gefallen, habe bremsen, einen Stein gefahren und jetzt bin ich auf den Rücken gefallen. Genau, jetzt haben wir die Ambulanz. Also nicht wir, jemand hat auch die Ambulanz angerufen. Ich war noch nie im Spital. Heute ist der erste Tag! Wie fühlt es sich an? Geil! Nein, jetzt haben wir vorher jemand mit dem Auto runtergefahren. Mega lieb, wirklich mega herzig. Also vor allem, weißt du, mir so, ja, das passiert sicher mega oft, die haben doch sicher irgendeine Hilfe. Der Dude holt mich ab und sagt, ja, das ist jetzt im Fall das erste Mal. Das ist jetzt offizielle Kenntnis, ich bin einfach unfähig. Wir sind hier bei der Gondelstation. Und jetzt haben wir irgendwie ein Problem mit der Ambulanz, weil die irgendwie da ist oder keine Ahnung, ich weiß nicht wo. Das ist ein bisschen scheisse.
Du hast Schmerzen. Ja. Ich fühle mich verdammt unwohl, wenn ich dich so filme, wenn es dir so knackig geht, die Flagge. Wie geht's euch? Super. Gehst du jetzt nie mehr auf den Mountain Car? Doch, mal schauen, nicht auf den. Hi, okay, ich melde mich wieder mal. Es sind gefühlt, wie spät ist jetzt? 6:30 und ich bin jetzt eben, keine Ahnung, 4 Stunden lang einfach im Spital gsi. Ich hatte mega Schmerzen am Rücken, es ist hinten irgendetwas beim Muskel und ich konnte einfach nicht laufen, wirklich gar nicht, ich war so ein Frack gsi. Ich habe jetzt Schmerzmittel bekommen. Ich kann laufen, also es ist schon ein bisschen besser. Ich musste Urinprobe machen, Blut musste ich abnehmen, ich musste Ultraschall machen und ein Röntgenbild, also wirklich eigentlich alles. Loredana und Jessie mit mir mitgekommen, wirklich mega lieb, die haben wirklich 3 Stunden lang einfach mit mir dort gechillt und gewartet und mit mir mitgefiebert. Ey, ich bin grosser Kuss raus an die zwei. Wirklich so lieb gewesen. Ich bin so dankbar gewesen. Meine Eltern haben mich jetzt abgeholt und jetzt geht es heim. Ich darf nämlich heim, zum Glück. Ich hatte schon Angst gehabt. Grundsätzlich, was ich hatte, ich habe einfach irgendwie beim Muskel jetzt, also ich habe einfach eine Prellung mit dem Muskel und das tut halt mega weh. Also es tut, glaube ich, sogar mehr weh, als wenn man einen Knochen gebrochen hat. Perfekt. Jetzt kommt das Lustige. Zuerst sind sie reingekommen, 2 Ärzte, haben Loredana rausgeschickt und ich so, oh mein Gott, was kommt jetzt alle? So richtig, weißt du, auf Ernst. Und dann sagen sie mir, wir haben ihre Urinprobe getestet und es heisst, sie sind schwanger positiv. Könnt ihr euch vorstellen, was das in mir gemacht hat, wenn du eine Nachricht bekommst von «Du bist schwanger positiv» und das ist nicht einfach ein Joke von Kollegen, sondern das sind 2 Ärzte, die reinkommen und dir das sagen und ich bin zuerst mal komplett unter Schock gestanden, habe keine Frage mehr beantworten. Sie müssen jetzt sofort zum Gynäkolog. Bin ich dort gegangen und habe eine Untersuchung gemacht, Ultraschall, unten durch. Sie hat zwar nicht wirklich etwas gefunden, aber es heisst wahrscheinlich, entweder bin ich sehr frisch schwanger oder es ist irgendwie eine Eileiterschwangerschaft. Ey, Alter, was ist heute alles passiert? Und dann habe ich jetzt mega lange gewartet auf den Bluttest, also dass dort die Testergebnisse kommen, weil dort steht dann wie offiziell, was so abgeht, weil die viel genauer sind. Meine Eltern sind zuerst mal gekommen, ich so, yo, peace, ich bin schwanger, perfekt. Sie mich geschockt am Anschauen. Und dann sind endlich, nach einer Stunde oder so, sind dann die Testergebnisse vom Blut und er so, ja, ich weiß jetzt nicht, ob das eine positive oder eine negative Nachricht ist. Aber sie sind nicht schwanger. Das heisst negativ auf dem Blut, auf dem Test vom Blut. Und ich so, Halleluja. Brudi, ich habe vorher die Gynäkologin gefragt, ob es auch ein Fehler sein kann. Und sie so, das hat sie noch nie erlebt in ihrer Karriere. Also das müsste schon ein sehr grosser Zufall sein. Und ich bin jetzt auch die Erste von dem Spital, die einen positiven Schwangerschaftstest hatte beim Urin, aber beim Blut nicht. Ey, aber ich bin so erleichtert. Also ich bin, in dem Moment, du machst dir so viele Gedanken. Du fragst dich, ja, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? Wie sage ich das meinem Freund? Alles. Und ich habe eigentlich eine Spirale. Also du gehst halt nicht davon aus, dass du schwanger werden kannst. Aber ja, ich bin nicht schwanger, ich kann heimgehen, ich bin glücklich und ich gehe jetzt ins Auto von meinen Eltern, weil kann ich ein Sandwich essen und es ist jetzt 6:30 und ich habe seit 9 Uhr am Morgen nichts gegessen. Und ich kann jetzt auch nicht essen seit dem Eis, weil sie haben nicht gewusst, ob irgendetwas mit dem Magen ist. Ich melde mich, wenn ich daheim wieder bin. Hallo, ich bin endlich daheim. Also ich glaube, das Letzte, was ich aktiv mitbekommen habe, ist, dass wir Mountain Car fahren sind und es war auch mega geil gewesen. Bis eine Kurve kam, ich kann wieder bremsen, bin actually fett in eine Felswand so reingefahren. Mich hat es aus dem Auto geschleudert. Ich meine aus dem Kart. Ja, und ich bin auf dem Rücken gelandet. Sehr nice gewesen. Nein, ich bin zuerst mal einfach da gelegen. Zum einen, mir hat es den Schnuff verschlagen. Also ich konnte nicht mehr reden und zum anderen, ich bin komplett unter Schock gestanden. Also ich bin wirklich so keine Ahnung. Und Jess und Chris sind hinter mir gefahren, sind natürlich gerade angehalten. Haben zuerst mal gemeint, ich bin bewusstlos. Das Lustige ist, ich bin zuerst so unter Schock gestanden, dass ich keinen Schmerz gespürt habe. Und ich so, ja gut, wir können einfach weiterfahren. Und nach ein paar Minuten mein Rücken, also ich habe gemerkt, da hinten, ich kann es mal sagen, da. Das macht jetzt weh. Jedenfalls bin ich dann nachher mit dem Gondeli runter und dann sind wir zuerst zum Arzt gegangen, weil wir gemeint haben, ja, vielleicht ist es einfach wirklich eben nur eine Predigt und es ist nicht so schlimm und so. Der Arzt hat dann gemeint, wir sollen sofort ins Spital, weil etwas mit der Milz sein könnte, weil wenn die angerissen ist, dann ist das sehr gefährlich. Dann sind wir wirklich insgesamt eben 4 Stunden im Spital gewesen. Ich habe all die Tests gemacht. Jedenfalls, ich finde es so schade, dass jetzt das ganze nice Weekend so hat müssen enden. Ich kann niemand noch Tschüss sagen, ich bin einfach weg. Alle sind irgendwie anders heim und für mich fühlt sich jetzt gar nicht abgeschlossen an, das ist schon hure sad. Ey, nein, aber es war wirklich ein unglaublich geiles Weekend gewesen. Ich habe so viel cooles Zeug erleben. Ich hoffe, das gibt es auf jeden Fall wieder mal. Und das war mein Vlog gewesen. Es war vielleicht ein bisschen chaotisch gewesen, es ist mein erster Vlog. Und ich habe jetzt auch gedacht, dass es nicht etwas mega krasses wird sein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Vergesst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, mich zu abonnieren und die Glocke aktivieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bye!
wieder mal cringe auf dem anderen Level gewesen.